Grüße wohl. René hier, Mama und ich sind im Moment in Davos. Und jetzt schauen wir mal, was wir für Abenteuer finden. Wie jedes Jahr, wenn ich in der Schweiz zu Besuch bin, mache ich mit der Mutter ein Ausflügel. Kurz nach Tiefenkastel bin ich auf das Velo umgestiegen und habe den Albula in Angriff genommen. Am Tag 2 sind wir mit dem Auto von St. Moritz auf Sausch ins Ungerengadin gefahren. Und dann bin ich wiederum auf Göppel umgestiegen und via Flüela auf Davos geschaltet. Jetzt schaut mal, wie schön das ist. I think that I'm going to hide it somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find. Im Moment sind wir auf der Ischalp, 1400 Meter. Das ist die Mittelstation von Jakobshorn. Und übrigens, vis-à-vis vom Tal ist, was ist da hinten? Die Mutter zeigt mich schnell. Das grosse Gebäude mit der Fahne, das ist die Schatzhalle. Wie immer ist es Tradition, dass ich das Rennvelo mitnehme. Und am ersten Tag bin ich ab Tiefenkastel über den Albula-Pass gefahren, hinten runter in Engadin. Mama meinte, das Ziel war in La Punt, um auch hier den Detailgrad der Information zu erhöhen. Wir sind hier in Surava, heisst es hier, wo René umsteigt von Auto auf Velo. Dann habe ich dann einmal zweimal still und schaue dann, ob du noch magst. Weil er jetzt ja nicht mehr frischbackenes Brot isst, bevor er geht, wie früher. Auf einem Weg ist es noch schade, aber es ist scheint gesünder. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. Ein paar Tage später ist übrigens Tour de Suisse auf der exakt gleichen Strecke über Albula gefahren und wie man sieht, sie waren fast so schnell unterwegs wie ich. Das ist auch hier. Kommt man nicht mit den Schlitten oben da. Aha. Man sieht, das Wetter ist tiptop. Ich habe das Begleitfahrzeug-Profi dabei. Ja, gut an. Ding anlegen. Und noch so ist es hart genug, aber das ziehen wir durch. Trust me, I won't let you down. I won't let you down. Yeah, I won't let you down. I won't let you down. Oh, I won't let you down. We could have the world to ourselves, going to a place that's far, staring at the stars for hours, 'cause you're a renegade. I could be the one who saved you from this. Ich bin auch mit dem Velo von, wo war das? Von Sausch bin ich über den Flüela-Pass auf Davos gefahren. Wir sind hier im Ungerengadin. René ist schon da. Wir haben auch kaum Zeit, die Kamera vorzunehmen. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. I won't let you down. Yeah, I won't let you down. Davos ist flächenmässig die zweitgrösste Gemeinde der Schweiz und hat zurzeit etwa 13'000 Einwohner, glaube ich. Hat übrigens eine Städtepartnerschaft mit Aspen, Colorado, ebenfalls super wunderschöne Gegend. Eventuell kann ich ja dann mal von dort. Davos hat uns beide überzeugt. Vor allem das Angebot, Bergbahnen gratis zu benutzen, bereits ab einer Übernachtung, haben wir sehr gerne genutzt. Wir haben Davos hinter uns gelassen. Wir wollen eigentlich das Heideland besuchen. Es muss irgendwo beim Meienfeld sein. Die Mutter hat zwar gemeint, das Heidi hat hier noch gar nie gelebt, aber das ignorieren wir.
Vorne ist gestanden nur 6 Minuten, wir sind jetzt mittlerweile 2,5 Stunden gelaufen. Begegnet sind wir niemandem. Mal 2 Japaner, also etwas muss. Ich glaube, wir haben es gefunden. Habt ihr gewusst, dass eine Kuh pro Tag etwa 130 Kilo Gras und Kräuter frisst? Und davon produziert sie etwa 20 Liter Milch. Und etwa 10 Liter Milch werden gebraucht für 1 Kilo Käse. Das ist noch gäbig, du. Das ist also noch weich, he? Nur mal schauen, dass es dem nicht in die Nase geht, wegen dem Heu. Das Heididorf war cool und ich muss sagen, für Kinder zwischen 8 und 10 oder Auslandschweizer zwischen 40 und 50 der perfekte Spielplatz. Es hat eigentlich 3 Haupthäuser, wo man rein schauen kann. Basiert natürlich auf dem Roman von Johanna Spierig und gibt dem einfach einen Einblick, wie ein Bergbauer um 1800 wahrscheinlich gelebt hat. Von Heididorf in Meienfeld sind wir dann Richtung Oberbüren gefahren, im Kanton St. Gallen, und sie gehen die Schwiegermama Lina besuchen. Dann sind wir aber schlussendlich wieder zurück auf Thun gefahren. Mir hat dieser Ausflug extrem Spass gemacht. Es sind genau die Erlebnisse, die mir auch zeigen, von wo ich komme. Es hilft mir dann auch im Ausland zu wissen, wer ich bin, wo ich meine Wurzeln habe. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn das so ist, bitte abonnieren, auf jeden Fall auf den Like-Knopf drücken, also auf das Handy. Und teilen ist natürlich auch immer wieder super. Merci vielmals, bis zum nächsten Mal. Tschüss.